No i ogółem sytuacja wygląda tak, że ja jestem Niklaus, a to są przygody jeszcze nie rycerza, wciąż syna od Kowala, ale pracujemy nad tym, żeby mu dorobić żeby mu kradzione drzewo genealogiczne spreparować. Wiecie, że tam pochodzi z jakiejś niemieckiej szlachty, z Saksonii czy coś takiego, żeby wreszcie ludzie na niego patrzyli z szacunkiem. Wszystko na żywo, można się przywitać, można pozdrowić kogoś z YouTube'a, można na przykład wyznać miłość osobie, której się wstydziło wyznać miłość wcześniej, czy coś, to tu można teraz to zrobić, to będzie wszystko widać i potem wysyłacie taki filmik, podajecie sygnaturę czasową i macie to. I macie to szafnięte. Jak to się, prawda, zwykło mawiać. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Do sali rycerskiej na Górnym Zamku. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle Musicie nach się zgłaśniać na Katowice cutscenach. enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben 2 neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren? Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Meerhojet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Prebislawitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Jezu, jak cicho. Aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest die imiona Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. nie są Erzähl tłumaczone. mal, wie viele Groschen wurden in Są Pribislawitz gefunden? inne. Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Was? Was zum Teufel sind denn Kaximiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier... Ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig... wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich, allerdings ist die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppredelle! Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Meerhojet hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Meerhojet und verhöre den Gefangenen. Do pyrdle. Heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Talmberg. Ale to jest teraz dobre. On teraz mówi tak. Henryk, ja mam do ciebie zaufanie, także zapierdalaj i będziesz wszystko robił. Czyli w sumie jestem popychadłem w dalszym ciągu. Tylko ładnie się do mnie zwracają. Trochę. Także, no nie wiem. Tak se wyszło. Wyszło jak zwykle, przeciętnie.
Jest progres, ale szału nie ma. Także co my tu robimy? Przesłuchaj jeńca w Merhojedach. No to dobra, to śmigamy do Merhojedów. Ino, że... O. Siema, rodowity piernik. A wiecie, że Mikołaj Kopernik jadł, kurde... tofu i sernik? Znaczy... Nikolaus Kopernikus, ten słynny śląski astronom. Zwłoki na drodze. Nie! Żadnych zwłok. Akcja się dzieje w Czechach, czyli prawie na Śląsku. Znaczy... No na Śląsku się nie dzieje, ale Śląsk wtedy należał do Czech. Dobra. Ten, co właśnie wstrzymał słońce, spłaszczył ziemię, śląskiego wydało plemię. Siema Aki. Siema Herman. Żyko. Żyko do Ponbuczka. Tak. Mikołaj Kopernik wstrzymał hitboxa, ruszył Twitcha. Dobra, koncepcja jest ogółem taka, żeby poczekać jednak do rana. Zamontował Kopernik. A wiecie, jaki Kopernik miał na uniwersytecie pseudonim? Orbit, bo on był orbitem. Cesarstwa Niemieckiego, no czy należał do Czech, a Czechy były częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Domu niemieckiego. Także to jest... Mogę powiedzieć, że ta gra się dzieje u mnie. Wtedy u mnie. Dziś nie. Hitbox nie. Hitbox jako sam Hitbox nie. Hitbox się połączył z Azubu TV i przekształcił w abominację, nieudaną zresztą bardzo. Według mnie. Dodanie tego hasła zwalnia mnie z odpowiedzialności karno-sądowej. Według mnie nieudanej totalnie. Siema Rezuwix. Maciej. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Er nahm mich in seine Garnison auf. Heinrich, der Sohn des Schmieds im Dienste seiner Herrschaft. Wer hätte das gedacht? Ich hatte nicht so viel Glück. Znaczy no... Siema Demondo. Na Azubu to... Siema Diwat. To w szczytowe streamy mają po 150 widzów, także no... Takie serio, top na tej stronie. A to dużo mówi. Du hast Siema überlebt. Filip. Dafür solltest du Gott danken. Ein wahres Wort. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Seuche to jest zaraza, Die patrzcie, nowe Leute słowo sagen, po es ist die niemiecku. Pest. So oder so, es ist schlimm. A pest? Es begann am Tag To nach nie dem są Überfall. szkodniki? Zuerst wurden die Pferde Danke. krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf, mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen, aber besser der Arm als der Hals. Siema Pan Luis.
A w ogóle jest jeszcze jedna strona do streamowania, nie? Jakoś się tak nazywała... Kurwa, jakoś głupio... Odkurzacz? Nie. Mixer, o! Blender? Coś takiego. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Ja, der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Show So up. das. A to nie o tym mowa. Der Scheißkerl hat den Jungen Zbiornik. Stroh abgemurkst. Und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch Ja, nicht ja. entschieden, was mit ihm geschehen soll. Das kann ich dir sagen. Er wird ihn Herrn Ratzigs Gesandtem übergeben. Blender. Mir. Ich bezweifle, Oh, dass Jezus. Melichar Oh. ihn freiwillig Ale hergibt. zadusiło. Die Leute hier lechzen nach Blut. Es gab Tote. Zuerst der Überfall und nun die Seuche. Weiß Gott, was sie vorhaben. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kam abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? To rzadkość. Nein. Przecież tu nein, wszyscy sie po haben uns niemiecku mówią. angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher. Aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt. Aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es Hurensohn. trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. No i w pierdol zebrali, kurde. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Czemu to się dalej podświetla jako ten? Kann ich dich etwas über Merhuyet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du 2 Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Van Luis, serio? Serio zadajesz takie pytanie? Wo wohnt dieser Melichar? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du 2 Hütten. Melichar wohnt in der linken. Dobra, wszystko wiem. Chyba. Idziemy pogadać z wójtem. W tych skrzynkach z tyłu jest to wszystko, co tu mieli na handel. Ej, on żyje? No, żyje. Ale nie będę się im włamywał. Ja mam wszystko, co mi potrzeba. Jestem bogaty, uzbrojony. Jest pieniężnie. Niklas to Krypto Volksdeutsch. Krypto Volksdeutsch. Tego jeszcze nie słyszałem. To ciekawe. Ja nie wiem. Ja mówię offen, że jestem prosty Niemiec, a wy mi jakieś Krypto Volksdeutschstwo zarzucacie. Macie wy odrobinę godności białego człowieka? Europejczyka, chrześcijanina? Czy tam... Już nawet może pominimy ten fakt. Gdzie jest ten wójt? To są wieśniary jakieś. Wójt gdzie jest, pytam się. No niby tu. Du darfst da nicht rein. Du musst erst Melichar um Erlaubnis bitten. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, da darf niemand rein. Melichars Befehl. Ich bin Herr Ratzigs Gesandter und muss unbedingt den Gefangenen verhören. Selbst wenn du der Gesandte des Papstes wärst. Nein. Wenn du mit dem Gefangenen reden willst, frag Melichar um Erlaubnis. O, o Jezus, no dobra. Ale gdzie ten wójt jest?
Patrz. Du darfst da nicht rein. Du musst erst Melichar um Erlaubnis bitten. Nie śpi nabity czy coś? Ty no nie wiem. Ty no nie wiem jak tam twój wójt. W kuchni obok pieca? A jest! Śpi, dobra. Tak, Melchior to wójt. Bist du Melichar? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig-Kobyla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Kurde, Van Luis, nigdy nie widziałem, żeby ktoś popełnił tyle błędów w jednym wyrazie. Serio? To twoja edukacja chyba nie przebiegła wyjątkowo pomyślnie w zakresie języka niemieckiego. Es hat noch gar keine Kunde von der Seucherei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Johanka. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Nie jestem twoim pachołkiem, dobra, Na zrobię. gut, ich gehe zum Kloster. Jestem dobry chłopak. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien, wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Czyli Alles klar. Ich schau mir das objawami an. jest Ich habe generalnie die betroffenen Häuser mit Kalk markiert. wszystko. Aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Wszystko. Także uważajcie, możecie mieć te objawy też. O, o. Dobra, musimy gadać ze wszystkimi. Zakola. O nie! O nie, no nie zakola. Zakola, hopie, suche pięty, obtarte kolana, mrowienie w dłoniach oraz nawet w szczególnych przypadkach wysypka okolic bikini. U kobiet, u facetów na ciulu. Jakby się ktoś zastanawiał, to precyzuję. Blazy, jaj, blazy na tych, na szwajach. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon und dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Sorry, to Inoci. Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Czy ja szanuję Disa? Ja to w ogóle wszystkich ludzi szanuję. Wie ich hörte, bissen die Schurken hier auf Granit. Zum Glück hat der junge Stroh sie schon früher spät und das ganze Dorf geweckt. Konnten sogar einen schnappen. Der liegt nun gefesselt bei Melichar. Aber dann kam diese Seuche. Czy będą jakieś filmy z Gryfnie? Tak, jadę dogadywać w tym tygodniu.
Znaczy w przyszłym w sumie, w tym nie dam rady. Czy orków też szanuję? Tak, szanuję też orków. Wer hat angegriffen? Was weiß ich? Irgendwelche Banditen. Seit Scarlets geplündert worden ist, treiben sie in der ganzen Provinz ihr Unwesen. Habt ihr euch verteidigt? Und wie? Als Melichar den jungen Stroh plärren hat hören, hat er jedem eine Mistgabel oder einen Flegel in die Hand gedrückt. Dann haben wir diesen Bastarden aufgelauert. Gut gemacht. Wie ging es aus? Wir haben denen das Fell gegerbt, bis sie getürmt sind. Aber vorher haben sie Stroh arg zugerichtet. Der hat den Morgen nicht mehr erlebt. Wer sind Melichar und Stroh? Ach ja, du bist ja nicht von hier. Melichar ist jetzt der sich hier um alles kümmert. Vorher war das Smils Aufgabe vom Neuhofer Gestüt. Aber die haben ihn abgemurkst, als der Hof überrannt wurde. Und der junge Stroh ist der Bursche von Andreas Stroh, einem hiesigen Holzfäller. Andreas. Oder besser, er war es. Dafür haben die Banditen gesorgt. Sein Vater hat's nicht gut verkraftet. Czy gobliny szanuję? Oczywiście. I Green Goblina, i tego drugiego Wo finde ich szanuję. Melichar? Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst. Sein Haus ist auf der linken Seite. A elfy też, elfy też. Ich würde gerne mit Stroh reden. Ich verstehe. Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, ist Strohs Haus das auf der rechten Seite. A Goroli? A Goroli? Się staram. Erzähl mir mehr über die Seuche. Das klingt schrecklich. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ganze Gestüt ringt mit dem Tod. Die Schafe, Hühner. Zweifelsohne sind die Menschen als nächstes dran. Melichars Weib liegt krank da nieder und es sieht nicht gut aus. Strohs Frau, sein Bruder, mehr und mehr. Tut mir leid, das zu hören. O Jezu, Patty, nie. Nie, co to znaczy podejrzewam? Co? O nie, szybko, wódki, dajcie mu wódki. Danke, das wäre fürs Erste alles. Nie wiem, czy pomoże, ale nie powinno zaszkodzić. No i pogadałem z typem, ale to jeszcze nie wszystko. Nie, ja nie chcę na to zachorować. Ja tego tak nienawidzę. Nie. Nie a ja to ostatnio dawno miałem. Nie chcę tego mieć. Trzeba pić wódkę. Nie, bo to nie idzie pić gorzoły wtedy nawet. Ja pierdzielę. To musicie być zdrowi. Nie ma opcji takiej, żebyście byli chorzy. O, wtedy wszystko traci sens. Patrzcie, jak ja się o was martwię. Siema, Dymek. Czekajcie, gdzie to mnie prowadzi? O cholera, w przeciwną stronę. Słuchaj, mój kolega też chory, ale ino tam gorączka, gardło i kaszel jakiś, a tak to nic mu nie było inne. Kurwa mać, żeście mnie wystraszyli. Muszę sobie nakupić witaminy C. Ja sobie w ogóle robię teraz tak, że sobie wdupiam całą cytrynę do zbonka i se tak piję i się nawitaminowywuję. Mam nadzieję, przetrwam. Muszę aby kurde sobotę przeżyć zdrowy. A w niedzielę to już, znaczy no wolałbym nie, ale sobota musi być przeżyta zdrowo. Nadmiar wysikujesz. A ty tam kurde wiesz co ja wysikuję. Kurde, widziałaś? No, to ci o. Siema bąkłe. Tu nie ma z kim gadać. Co? Może za wcześnie? No, może być.
Kurde, to trzeba pić. Trzeba pić. Drzwi kredą. No to byłem, to tam... Ale w jednym domu ino, możesz więcej. A było takie. Te? To nie, tam jest ten. Tu nie ma. Tu są. O, już się nie chcę zarazić. Tyfus plamisty. Was? Willst du mein Weib holen? Pech gehabt. Ich bin der alte Stroh. Weißt du das nicht? Stroh! Hast meinen Sohn geholt. Aber mein Weib kriegst du nicht. Du Hundskrüppel. O co ci chodzi, kurde? Bleib ruhig, Stroh. Ruhig bleiben soll ich? Warum zum Teufel sollte ich ruhig bleiben? Weil ich dafür sorge, dass du es bereust, wenn du es nicht tust. Oh, so ist das also. Na dann komm her, du Hundsfott. Ja. Au! Ja. Ej, weź ciało. Ist das dein Ernst? Was zum Teufel? Lass mich in Ruhe. Aha. I on się teraz na mnie obraził. I on już ze mną nie będzie gadał. No weno. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. I wszystko w tym temacie. Dobrze, że kot nie może zarazić się grypą żołądkową. Nie może? Na pewno? Bo ja słyszałem, że zwierzęta to normalnie się tak jak ludzie. Fieber. Genau wie Mogą Melichas Frau. zarażać takimi chorobami. Bruder, liebster Bruder, bist du es? Ja, ich bin es. Dein Bruder. Bald ist Advent. Wir müssen nach Skalitz. Da ist Kirchtag. Oszukałem go. Sag mir, Bruder, wie fühlst du dich? Warte, du bist nicht mein Bruder. Du bist einer dieser Schurken. Bruder, rasch, verrammle die Tür. Sie sind zurück. Oh Gott, bitte nein. Bruder, erkennst du mich etwa nicht? Ich bin es, dein Bruder. Ich war lange Zeit fort. Doch zum Advent bin ich heimgekommen. Ja, ich erinnere mich. Gib mir einen Schluck Wasser, Bruder. Ah, bin durstig. Schrecklich durstig. Als würde ich im Höllenfeuer garen. Kann einen ganzen Krug Wasser saufen und hab sofort wieder Brand. Jak mam mu dać wody? Nie ma w tej grze takich mechanik nawet. Bruder, wir müssen gehen. A, bukłak z wodą, ale a skąd go mam wziąć? Wstawaj, brudasko. Nie macie? Nie mają wody. Mogę mu dać wino. Eile dich, Bruder. Eile dich. Podupiło.
Okropna choroba, odbiera rozum. Jak się cieszę, że nie grasują, kurde, komanda śmierci od drzwi do drzwi. Paląc chorych. Siema, Liver. Serio? Trzeba się włamać? Ja się nie umiem włamywać. Was machst du denn da? Hey, was hast du vor? Hey, du, rühr dich nicht von der Stelle. Ergib dich! Ja Du musst für deine papier. Verbrechen gerade stehen. Serio? Serio takie coś? No typie, no bo ci się coś stanie za chwilę. Für deine Freude! Chcę go zgładzić. Ej. Czemu? Ej. Okazał się lepszy od typów w zbroi z mieczami. Śmieszne. Doprawdy. Dobra, ale nic nie stracone. Pogadamy trochę mądrzej jak ostatnio. Skapiszonował mi mordę. Cóż, trudno. No, hej, wstawaj. Ty. Bo ci mordy skapiszonuje. Właśnie, ja na gołet ten, a on... oszust. Melchior to nie był ten murzyn. Tak, Kacper, Melchior i Baltazar. Tak było. Było. Ja kiedyś elektrolity dostawałem zaszczyki. Po właśnie grypie jelitowej, takiej, że nie umiałem na nogach ustać. Byłem wyżygany. Ufa. Nigdy się tak nie wyżygałem jak wtedy. Myślałem, że życie wyżygam. No i zwiał. Musst erst Melicha um Erlaubnis bitten. Pogadamy na szybko. Ciekawe przeżycie. Beste Grüße. Ta. Niewiarygodnie. Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, da darf niemand rein. Ich muss den Gefangenen un... Genau. Melicha köpft mich, wenn du mit dem Gefangenen redest. Dobra, to była tylko taka formalność. Aha, on sobie poszedł, okej. Nie, czeskiego dubbingu oczywiście brak. No jakby był, to bym w takim grał. Wierzcie, ale no nie ma takiej opcji. Nie przewidziano. Verdammt! Bist du Melicha? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum?
Wer bist du überhaupt? Heinrich, to już wiemy. Gesandt. Tut mir leid, ich habe gerade... Es hat noch gar keine Kunde von... Da du Herrn Ratzig dienst... Sag, was ich tun. Es gibt hier bei uns diesen... Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft, falls sie wirklich dort ist. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit... Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, wieder andere... Alles klar. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk... Dobra. Czy będą testy maszketów? Tak. A czy widzieliście dzisiejszy? Znaczy w sumie wczorajszy. I zostawiliście łapkę w górę. I zostawiliście komentarz. I napisaliście: Niklaus, jakie ty fantastyczne tworzysz... produkcje wideo oszałamiające. Herrgott, Junge, was hast du hier verloren? Siehst du nicht das Pestkreuz an der Tür? Deswegen bin ich hier. Das Kloster schickt mich. Gott segne dich. Es wurde auch Zeit. Ich muss genau wissen, welche Leiden du hast. Ah, verstehe. Tja, ich hab hohes Fieber, wie meine Frau. An gestern kann ich mich kaum erinnern. Hab fast nur fantasiert. Hast du sonst noch etwas? Abgesehen vom Fieber? Nun ja, vergib mir, wenn ich das sage, aber ich hab auch die Scheißerei. Kann nichts drin behalten und bin völlig am Ende. Meine Frau auch. Hab Dank. Ich versuche, Hilfe zu holen. Warte kurz, ich hätte da eine Bitte an dich. Worum geht es? Um meinen letzten Willen. Kannst du schreiben? Das sollte ich schaffen. Ausgezeichnet. Dann leg los. Ja. Ich, Vinzenz, Sohn von Vinzenz, Enkel von Vinzenz, aus Merhoyet, vermache mein Gut und all meinen weltlichen Besitz meiner Frau Wilma. Sollte meine Frau mit mir dahinscheiden, vermache ich alles meinem Vetter Dobesch, dem Schuster in Janowitz. Unter keinen Umständen soll mein Sohn Elias, der Faulpelz und Taugenichts, auch nur einen einzigen Groschen erben. Tradition hin oder her. Das soll ich schreiben? Ja. Und dann schreibst du: Der Vollstrecker meines Testaments soll mein guter Freund sein, Pater Fabian, der Pfarrer der Kirche St. Martin in Sasau. Sonst noch etwas? Das Testament wurde niedergeschrieben von... Heinrich, der im Dienste von Herrn Ratzig-Kobilla steht. Oh, das gibt dem Schreiben mehr Gewicht. Hier, nimm einen Ring. So weiß Fabian, dass das Testament von mir ist. Heutzutage kann man nie wissen. Okay. Dein Sohn Elias, was hat er ausgefressen? Heilige Maria, willst dich wohl einmischen, was? Was er ausgefressen hat? Alles. Heiraten hätte er sollen. Doch stattdessen verwüstete der Lump das Haus und lief fort. Er soll sich in Sasau herumtreiben und seinen Lebensunterhalt mit Saufen, Würfeln, Lügen und Bescheißen verdienen. Welch Schande. Na okay. Wo finde ich Pater Fabian? Na, wo wirst du ihn wohl finden? In der Kirche St. Martin natürlich. Das Padam. Gut, ich breche dann auf. Tu das, bevor es dich auch erwischt. Was würden wir dann machen? Dobra, tam przesadzacie. Przesadzacie, nie jest tak źle. Czym się Costello? Ej, a muszę koniecznie po wszystkich tych domach łazić? Bo miałem iść do jakiegoś klasztoru, ale nie wiem nawet gdzie on jest. Darfst da nicht rein. Du musst erst Melicha um Erlaubnis bitten. Musisz? Nie. No i to jest właśnie zgodność czatowa. Ja se save'nę, kurde, bo...
Nie wiem, wyprzedziłeś mnie. Haha. He. Was? Willst du mein Weib holen? Pech gehabt. Ich bin der alte O, tu Stroh. trzeba się ładnie dogadać. Weißt du das nicht? Stroh, hast meinen Sohn geholt. Aber mein Weib kriegst du nicht. Du Hundskrüppel. Ich will doch nur deiner Frau helfen. Ja, auf die andere Seite willst du ihr helfen, nicht wahr? Das mit deinem Sohn tut mir leid, wirklich. Aber wenn du nicht willst, dass dir die Seuche auch die Frau raubt, lass mich sie sehen. Sofort. Ich kann ihr helfen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Na also, siehst du? Hä? Bist du ein Quacksalber? So etwas in der Art. Lass O! schon, los! Znachor to chyba nie jest dobre słowo. Dobra, gdzie ta żona? Tu. Fieber. Genau wie Melichas Frau. W sumie nie musiałem go pytać. Znachor, tfu. Ale film Znachor był zajebisty, trzeba przyznać. Dobra, mają sraczkę, mają gorączkę mocną z majakami. Takie rzeczy. Takie tematy. Patrzcie, prawie dobre jabłka. To by jeszcze szło zjeść. Jelituwa. No właśnie, może paradoksalnie tak. Dezynteria. Tak. Dezercja i poróbstwo. Dobra. Gdzie jest ten klasztor, w którym ma być ta babka? Tu nie ma klasztora. Może jest gdzie indziej. Tak, jest tutaj. To pojedźmy tu. No, oglądali się teledysków z Godlewskich. Nie widziałem znaczy z tej piosenki ostatniej to kawałek słyszałem. I jakoś tak nie mam potrzeby chyba wsłuchiwać się. Was willst du hier, hä? Das ist meine Straße. Ich werde dir Beine machen. Gott im Himmel, nein! Verschone mich, bitte! Dobry napad. Nichts da. Wir bringen das zu Ende. Kurwa! Ah! No. Korwa. Typie. Chciałeś mnie napaść? Powaga? Co ci ludzie mają w głowie? To był żartowniś. Aha. Aha, okej. Nie no, to spoko. Jak był żartowniś, to soreczka. Pomyłeczka. Prankster. No to wyszedł dobry prank, powiem wam. Dobry prank mu wyszedł. Też mu zrobiłem pranka, no. Też dobrego. It's a prank, bro. It's a prank. Siema, kolejny... A, kościelny szafarz. Jest tam kolejny szafarz. Co ty tyle tych szafarzów? Johanka, o jest. Johanka. Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir Jak gut. wyładniała Gerade nicht nagle. so.
Matthias schickt mich. Matthias? Gott, es ist doch nichts passiert. Just got dubielt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhoyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhoyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Tak. Ich danke dir, Johanka. Mógłby tą przyłbicę ściągać. Na czas tego gadki, nie? Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Skalitz dem Papa Erdboden Eckham. gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atay. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie O in Jezus, Gottes się Hand. Bruder Nikodemus zinwolwowałem versucht es teraz w wenigstens, leczenie aber ludzi hat w sich alles nur klasztorze. angelesen. Ah. Shit. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Erst muss man die Wunde kühlen. Ringelblume hilft, und es ist besser, die Wunde nicht zu verbinden, damit sie atmen kann. Ah, du weißt wohl, wovon du redest. Ej, serio? Scheint, als wüssten Schmiede doch mehr als bloß, wie man Zähne zieht. Zähne ziehen? Ein Klacks. Solange man mit der Zange nicht zu fest zudrückt, ist alles gut. Nun gut. Sieh nach, ob irgendjemand Hilfe braucht. Kurwa, Aber wyrywanie. reiß keinem die Zähne Serio, aus. wyrywanie zęba u Kowala. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig. Doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Dobra, ale pierw rzeczy ważniejsze. Czyli brat Nikodem. Nie wyglądasz na brata Nikodema. Jaka umieralnia. Philipp, aus Skalitz. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich werde nicht gebraucht. Der kommt aus eigener Kraft durch. Der kommt aus eigener Kraft durch. Można ich okradać. Scheiße. Was ist los? Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Wechseln sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich besorge welche. Powiedziałem, że załatwię, a tak naprawdę to nie wiem, czy załatwię. Scheiße. Was ist los? Du bist nicht aus Skalitz. Nein, aber bitte. Hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich lebe, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte.
Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Pielenie ogródka, serio. Lol. Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab ne Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen, und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Baśkę też. Insomniak. Dobra, nie mam czasu na takie pierdoły. Nikodem, jest. Belenieryzma. Grüß dich, Heinrich. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Wie geht es den Verwundeten aus Skalitz? Manche von ihnen sind gut Jakaś versorgt. ścina. Andere wiederum, Ale się andere wystraszyłem. sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig. So wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest O, du der kolego, Kunst des Hippokrates. czytało się. Das stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut, sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Hab Dank. Was ist mit Philipp passiert? Philipp? Er ist bewusstlos, hat Schüttelfrost und Fieber. Oh, das wusste ich nicht. Als er hier ankam, ging es ihm gut. Keinen Kratzer am Leib. Er hat die anderen hierher eskortiert. Aber plötzlich ging es ihm schlecht und irgendwann verlor er das Bewusstsein. Frag Johanka. Vielleicht weiß sie mehr. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Nie. Um ehrlich zu sein, leider nicht. Was soll ich dann mit dir anstellen? Nun, No to mnie macht naucz. ja nichts. Vielleicht lernst du etwas Neues. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Okay. Ja, ich fange gleich an. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist? Dazu gehören Löwenzahn, Brennnesseln und Distel. Auch diese Pflanzen haben ihren Zweck, aber zwischen Augentrost und Minze nichts zu suchen. Und auch nicht anderswo in diesem Garten. Wie halte ich sie auseinander? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernen kannst.
Sieh im Herbarium nach und finde heraus, wie Löwenzahn, Brennnessel und Distel Do aussehen. herbarza. Do atlasu chyba. Verstehe. Wenn du den Garten von Unkraut befreit hast, komm zurück. Und gnade dir Gott, wenn du etwas anderes als Unkraut entfernst. Keine Sorge, ich habe einen Hang zur Gärtnerei. Dobra, ale to raczej se potem zrobimy. Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern. Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhuyet aus. Schau mal, DJ. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Faszinierend. Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Nie. Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Meerhuyet. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Nie, czekajcie. Wszystkie zwierzęta... Nie. Nie padły wszystkie zwierzęta. Albo... Teraz, bo już mi się pomieszało z tym, kiedy ja byłem kupić konia, a... czy ja byłem konia w ogóle w Merhojedach kupić? Nie wiem. Już doszło do pomieszania. Czy ktoś pamięta? No, nie padły. Czemu tu w ogóle nie ma takiej odpowiedzi? Padły wszystkie? Nie wiem. Nie wiem. Aber was die Tiere betrifft, keine Ahnung. Entschuldige, ich wollte sagen, ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Umiem. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So folge mir in das Skriptorium. Czemu cel nie osiągnięty? Lol. Wytyfy. So, womit beginnen wir? Aha, bo nie wszystkich się Offenkundig zapytałem. stimmt etwas nicht mit ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern, Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. No, tak czułem. Tak, właśnie, tak jest. Tak właśnie ogółem jest. I tak to właśnie jest. Dobra, słuchajcie, ja tu sobie zakończę odcinek na YouTube'a. Ten będzie taki króciutki, bo muszę sobie zjeść coś jeszcze, bo już pierwsza. I muszę się ubrać bluzę, bo jest strasznie zimno mi. I także to tu zakończam. Dzięki za uwagę i kontynuujemy chorobowe przygody już w kolejnym epizodzie. Cut. Dobra, i tu sobie zapiszę.